Ja, was ist der Wert für unsere Arbeit? Dem wollen wir heute Morgen nachgehen aus unserem Text. Und es ist wirklich interessant zu sehen. Wir haben ja sind im 3. Sonntag in dieser Predigtserie über Genesis. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in diesen ersten 2 Kapiteln geht es um ein grosses Thema und das ist Arbeit. Jetzt langen sich die einen vielleicht an den Kopf. Jawohl, am ersten Tag hat Gott gearbeitet, am 2., am 3., am 4., am 5., am 6. Tag hat Gott gearbeitet und dann hat Gott geruht von seiner Arbeit. Und es ist interessant, kaum ist der Mensch da gewesen, sagt er ihm, jetzt übergebe ich dir die Arbeit. Und wir wollen heute Morgen aus diesem Text 4 Einsichten zu unserer Arbeit wirklich nehmen. Vielleicht auch 4 Einsichten, die unsere Arbeit, unsere Sicht zur Arbeit können auf den Kopf stellen und uns ein Bild geben, wie Gott die Arbeit sieht. Und ich will fast festhalten, unser Denken in der heutigen Gesellschaft ist so komplett anders als das, wie Gott die Arbeit sieht. Und ich werde uns heute Morgen ein Konzept, eine Definition zeigen und dann ein Problem, das wir haben mit der Arbeit und am Schluss natürlich auch eine Lösung. Lassen wir uns zuerst einmal über das Konzept der Arbeit nachdenken. Gott sagt da drin, und wir lesen über ihn, Gott formte den Menschen aus der Erde und dann pflanzte Gott einen Garten. Und was mir auffällt, ist Folgendes: hey, Gott selber tut etwas. Er hebt seine Hand in den Dreck von dieser Welt hinein. Und es ist interessant, das einzige Mal, wo Gott wirklich die Erde anlangt, ist, wo er den Menschen geschaffen hat. Bei allen anderen Schöpfungsberichten heisst, und Gott sprach und es wurde. Aber beim Mensch heisst, Gott formt ihn aus der Erde des Menschen. Und Gott tut 3 Dinge und er legt wirklich Hand an. Das erste ist, er formt den Mensch und dann kommt die erste Mund-zu-Nase-Beatmung. Und der Mensch wird ein lebendiges Wesen. Gott macht sich physisch spürbar, stellt er sich für den Menschen zur Verfügung und dann pflanzt Gott den Garten. Gott ist Gärtner. Und es ist interessant, manchmal haben Menschen so den Eindruck, Gott ist weit, weit weg. Aber es ist interessant, Gott macht sich für uns Menschen physisch spürbar, nachhaltig, eben auch bekannt. Und das ist ein Grund, warum Jesus auf die Welt gekommen ist. Warum ist Jesus Mensch geworden? Er hat uns gezeigt, dass Gott nicht nur irgendwo ein abgespaced, metaphysisches Wesen ist, sondern in Jesus, in seinem Menschwerdung, sehen wir, wie Gott ist. Wir können auch verstehen, wie Gott denkt, wie Gott auch nahbar ist. Und wie oft hat Jesus mit Menschen die Hände aufgelegt und hat gezeigt, schau mal, Gott im Himmel streckt sich aus nach dir. Und deine Not, dein Anliegen ist nicht weiter weg für Gott, sondern Gott nimmt sich dem an. Dort, wo andere Menschen vielleicht sich abwenden von dir, angeekelt sind, dort, wo andere Menschen vielleicht dich ausgrenzen, nicht Gott. Gott ist da. Und ich glaube, es zeigt uns etwas über den enormen Wert und Würde vom Mensch einerseits und auf der anderen Seite zeigt es uns auch, dass jede Arbeit, auch manuelle Arbeit, würdevoll ist. Man sagt, nach der Industrialisierung, die wir erlebt haben, dass heute in erster Linie Wissensarbeit geleistet wird. Und wir schauen oft so ein bisschen runter auf die manuelle Arbeit. Aber wir sehen, wenn Gott Hand angelegt hat, wenn Gott manuelle Arbeit verrichtet hat, wisst ihr, was das heisst? Das erste Konzept über Arbeit: jede Arbeit ist enorm würdevoll. Egal, ob du Bützer bist, egal, ob du Professor bist, egal, ob du irgendwo in deiner Firma CEO oder CCO oder was weiß ich, CFO oder sonst irgendein O bist, ist egal. Jede Arbeit hat ihre Würde. Und mir ist das einmal so bewusst worden in der Semesterferien, wo ich arbeiten und Wagenputzer war bei der SBB. Jeden Morgen um 4 Uhr hat meine Arbeit angefangen, in Schaffhausen auf dem Bahnhof. Und ich habe wirklich mal miterlebt, wie es ist, Scheisseputzer bei der SBB zu sein. Und es war eine würdevolle Arbeit. Wisst ihr, was mich motiviert hat? Ich habe gewusst, hey, in 2 Stunden, in 1,5 Stunden kommen die ersten Leute. Und wie cool ist es für die, wenn die in einen sauberen Zug sitzen können, wenn die Spritzen aussortiert sind aus den Kübeln und die Leute können ihre Zugreise von Schaffhausen, meistens Richtung Zürich, muss man fairerweise sagen, fast alles landet in Zürich irgendwo,
Weil sie die Fahrt geniessen können. Und sie können die Toilette geniessen, die sauber ist. Wer weiss eine saubere Toilette zu schätzen? Aber wir unterscheiden es so oft. Wir denken, Wäsche, für Kinder da zu sein, Pampers irgendwo zu entsorgen, all die Gerüche auszuhalten, etc. Ja, das ist niedrige Arbeit. Und dann gibt es die grosse, dann gibt es die tolle, die grosse Arbeit, wenn du irgendwo neu bist als Professor oder eben irgendwo als Chef in einer Firma. Gott denkt nicht so. Und das Zweite ist, wo uns das zeigt, ist, wenn Gott so Hand angelegt hat in der Schöpfung, zeigt uns das ein zweites Konzept, nämlich, dass das einfache, natürliche Leben eine schöne Sache in sich selber ist. Gott hat Gutes, Schönes in die Schöpfung hineingelegt und der Mensch soll das erkennen und soll das wirklich auch wertschätzen und geniessen. Warum? Er soll durch die Schöpfung, sagt die Bibel, die Wunder von Gott erkennen. Und schau, warum sage ich das? Es gibt Christen, die den Eindruck haben, hey, schau, die Welt geht sowieso vor die Hunde, Gott macht ihnen mal einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das Einzige, was zählt, ist, dass andere Menschen zu Jesus finden. Und so wichtig, dass das ist, aber das hebt das andere nicht auf. Dass unser ganz normales Leben, unser tägliches Leben, inklusive dem Geniessen von der Schöpfung, dass das etwas ist, das dazugehört zu unserem Leben. Warum wird Gott uns sonst Mühe machen, uns einen Auferstehungskörper zu geben? Dann könnte er uns ja irgendwo auch einmal nach unserem Tod irgendwo in ein Geisteswesen irgendwo umwandeln, ohne Körper und etwas. Und Gott sagt, nein, weißt du was, ich gebe jedem von euch, der mich geglaubt hat, einen neuen Körper, physisch spürbar, fassbar, der kann essen, der kann trinken. Halleluja, dürfen wir das in Ewigkeit. Und wie Gott selber ist fasziniert an der Schönheit der Natur. Und ich werde das rasch ein bisschen reinnehmen, wie Gott begeistert beispielsweise von einem Ross oder begeistert ist von einem Adler. Er sagt zum Hiob, in Hiob 39, hast du dem Pferd seine Stärke gegeben oder seinen Hals mit der wehenden Mähne geschmückt? Hast du ihm die Fähigkeit geschenkt, Sprünge zu machen wie eine Heuschrecke? Sein majestätisches Schnauben kann einen Menschen erschrecken. Im Tal scharrt es den Boden, freut sich über seine Kraft. Es zieht aus dem gerösteten Feind entgegen. Und ich weiß, ich vergesse den majestätischen Moment nie mehr, wo ich meiner Cousine geholfen habe, das Ross zu putzen. Und plötzlich ist das gestiegen, gewiehert. Und ich bin dort und plötzlich habe ich gemerkt, wie klein ich bin als Mensch, neben irgendeinem so einem Halbblut da nebendran, wo eine enorme Kraft und Dynamik hat. Und für einen Moment ist mir kalt der Rücken abgelaufen. Also, weiss ich, können es ein bisschen nachfühlen? Oder der Adler. Ist es deiner Einsicht zuzuschreiben, dass sich der Falke emporschwingt, um seine Flügel Richtung Süden auszubreiten? Steigt der Adler auf deinen Befehl hin in die Höhe und baut dort sein Nest? Ich kann mich erinnern auf eine Familienwanderung, wo wir waren. Hey, haben einen Berg bestiegen als Familie, wo es keinen Wanderweg hat gegeben, aber wo begehbar war. Und wir kommen dort oben auf dem Gipfel an, natürlich keine Leute gehabt. Und plötzlich kommt ein Steinadler-Ehepaar, fliegt an uns praktisch etwa auf 10 Meter Distanz an uns vorbei. Völlig verschrocken, dass überhaupt Leute dort sind, haben dort gerade abgekehrt. Aber ich vergesse den majestätischen Moment nicht mehr, das Adler-Ehepaar zu sehen. Und für einen Moment habe ich wirklich fast mit den Tränen gekämpft, weil so etwas Schönes, so etwas Majestätisches, so etwas Herrliches in dem Bild ist drin gewesen, in einer Nähe zu einer Kreatur, wie du es sonst eigentlich gar nicht erleben kannst. Weißt du, was die Bibel sagt? Gott freut sich an der Schöpfung. Er freut sich an ihrer Vielfalt, an ihren Rätseln. Und schaut, es hat eine Bedeutung für uns. Warum ist das so? Schaut, weil Gott für uns unsichtbar ist. Sollte uns das, was sichtbar ist, noch mit anführen zu einer Freude, zu einem Staunen. Und noch mehr als das, es sollte uns in eine Beziehung führen zu unserem Schöpfer, zu der Anbetung von Gott.
Letztens bin ich mit einem im Gespräch gesehen, der gesagt, Matthias, bin ich am Morgen laufen. Der Raureif war im Wald und dann ist die Sonne gekommen und hat reingeschonen im Winter. Einfach so, hey, in das Weisse rein an diesem Baum. Hey, und ich bin für einen Moment dort gestanden und ich habe einfach gestaunet. Und ich denke, yes! Ich habe gesagt, weißt du, warum wir staunen in so einem Moment? Weil wir sehen etwas von der Herrlichkeit von unserem Schöpfer Gott. Wir sind in einer Serie in diesem Jahr, wo wir sagen, wir wollen reflektiert glauben. Und wir wollen euch ganz bewusst, ich möchte euch auch durch die Predigten Brücken geben für den Alltag, um sprachfähig zu werden für das Evangelium. Das ist so eine. Die Schönheit kann jeder Mensch, mit jedem Mensch kannst du anknüpfen an den Punkt über Gott. Und jetzt führt es uns aber eins weiter. In Römer 1 heißt, seit der Schaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Weißt du, Gott hat Hand angelegt in dieser Schöpfung. Die Schöpfung ist ein Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Und darum hat jeder Mensch ein Ahnen in seinem Herz, wer steckt dort dahinter. Es muss etwas geben, das über dem Leben ist. Und Gott sagt, darum werden die Menschen eines Tages keine Entschuldigung haben, weil sie ihren Herzen gewusst haben, durch die Natur. Da muss ein Gott dahinter stehen. Und weißt du, du kannst die Ahnung in deinem Leben bekämpfen, du kannst dagegen vorgehen, aber die Ahnung wird bleiben. Die wird bleiben bis an dein Lebensende. Weißt du wieso? Weil jeder Mensch geschaffen ist im Bild von Gott und etwas trägt von Gottes ewigem Wesen. Die Stimme in deinem Herz, du kannst die zwar versuchen abzutöten, aber du wirst sie nicht töten. Erkenn doch Gott durch seine Schöpfung. Erkennen sein herrliches und majestätisches Wesen. Jetzt wollen wir mit Definition gehen, was ist denn eigentlich Arbeit? Es heißt da innen, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Eigentlich finden wir da in den ersten 2 Kapiteln der Bibel das Grundkonzept oder das Paradigma oder Archetyp von der Arbeit. Und was ist das? Das ist Gärtnern. Das ist Gärtnern. Was macht ein Gärtner? Er zerstört nicht irgendwo etwas, sondern er bewirtschaftet den Garten. Das ist nicht irgendwie eine romantische Sache. Er pflanzt, er reißt aus, er bewässert, er beschneidet. Was macht er? Er schafft eine Neuordnung, um das Potenzial für Pflanzen zu ermöglichen. Und Blüten, Früchte können sie sehen davon. Das ist der Grund, warum du Gartenarbeit machst, wenn du einen Garten hast. Du möchtest am Schluss, dass es schön wird. Sei es für deine Augen oder dass etwas rausschaut, dass es gute Früchte bringt. Ich habe noch nie einen Gärtner gesagt, der gesagt hat, hey, wie cool, jetzt ist Herbst, der Äpfelbaum 3 Köpfe, wie cool ist das? Ich habe mich ganz viel Sommer darauf gefreut. Wir können vielleicht Folgendes sagen, das ist die erste Definition von der Arbeit. Arbeit ist das Neuarrangieren von Materie, damit alles zum Blühen kommt. Das heisst, man zerstört nicht irgendetwas, sondern und lässt aber der Sache auch nicht einfach frei ihren Lauf, sondern man entwickelt sie, man nimmt sie, man ist kreativ dort drin. Und ich will jetzt ein paar Beispiele für unsere Nahrung. Was braucht es? Es braucht eine Bewirtschaftung vom Boden, damit die Saat zum Blühen kommt. Und ein Produkt aus dem Getreide raus, das wird nachher verarbeitet, damit wir am Schluss Mehl haben und das Brot machen daraus. Oder Blumen, wer Blumen ansät. Sie waren einmal in Kökenhof in Holland. Da bin ich sogar als Nicht-Botaniker ins Staunen gekommen. Wenn, keine Ahnung, was Köken, okay, das ist gut. Das sind so Tulpen und so von den Holländern. Aber es war für mich Wahnsinn gewesen. Und ich sage das, habe das als Teenager schon gesagt. Und das will etwas heißen, wenn ein Bub als Teenager staunt über Blumen. Aber du kommst dort nicht zum Staunen aus. Und du merkst, hey, warum haben die Leute das gemacht? Ich meine, die sind nach ein paar Wochen, sind alle tot. Sie sind nur für etwas da. Um für unsere Augen, für unsere Seele etwas zu geben, wo wir Freude daran haben. Oder Musik. Was ist der Wert von Musik? Hey, Musik kann niemand ernähren. Aber warum gibt es ganze Symphonien?
Warum gehen meine Frau und ich jedes Jahr 200 Franken liegen in der Sinfonia in Giardina, jeweils in einem Konzert drin zu sein? Für 1,5 Stunden tauchst du ein und erlebst mit, wie Gott dem Mensch kreative, schöpferische Kraft hat gegeben, aus einzelnen Tönen Harmonie, Takt zu schaffen, mit einem einzigen Ziel. Dass die Leute über das Wahrnehmen von der Melodie etwas Schönes, etwas, was der Seele gut tut, können erleben. Das ist ein Grund, warum wir auch Worship machen in der Kirche. Warum wir die Lieder nicht nur sagen, sondern warum wir sie singen. Wir sind mehr als nur Geisteswesen. Wir sind Menschen mit einer Seele, die angesprochen wird in ihrem Inneren. Und wir könnten jetzt so weitergehen. Das Neuarrangieren von Materie, dass etwas zum Blühen kommt, etwas entsteht daraus, aus Architektur, Bootsbau, wir können so vieles noch nennen. Aber die Frage ist, wer hat denn all die Grundbestandteile gegeben? Wer hat Harmonie erschaffen, Klänge erschaffen? Wer hat dem Menschen seinen Verstand gegeben? Wer hat das Rohmaterial gegeben für die Wissenschaften in dieser Welt? Es war niemand von uns. Die Bibel sagt, es war Gott. Es ist etwas, das außerhalb von uns Menschen liegt. Schau, der Mensch selber kann nichts Neues schaffen. Er kann nur Bestehendes, was da ist, umformen und gestalten. Das ist der grosse Unterschied. Und so zeigt uns die Bibel eigentlich eine ganz neue Art von Arbeit. Sie zeigt uns auf, lass mal, Arbeit bedeutet nicht, dass du dein Leben und deine Freude in erster Linie daraus ausholst, durch gute Noten, um einen Platz in der Gesellschaft zu bekommen, um Karriere zu machen, um Geld zu machen. Schau mal, die Freude an Karriere, die Freude am Geld ist sowas von vergänglich und sowas von leer. Dass das niemals die Art und Weise kann sein, wie Gott Arbeit gemeint hat. Das Problem ist, niemand spricht davon, dass jede Arbeit würdevoll ist. Dass sie da ist, um im Dienst von anderen zu stehen. Und wisst ihr, was das Resultat ist in unserer Gesellschaft? Einerseits haben wir die Workaholics, die ihr Leben und ihre Zeit einer Firma verkaufen, Liebeigene werden von ihrer Firma, um etwas zu tun, wo sie zum Teil sinnvoll finden und zum Teil schlichtweg unter Druck einfach sich stellen und am Schluss nicht mehr mögen. Aber wegen dem Geld, wegen dem Status, wegen der Anerkennung, ich bin jemand, macht man es. Und auf der anderen Seite haben wir die gar nicht arbeiten, weil ihr Traumjob nicht da ist, nicht verfügbar ist oder weil es ihn nicht gibt. Es ist interessant. Dorothy Sayers, und ihr findet einiges von ihren Untersuchungen. Sie war auch Christin, ist aber Krimischreiberin ursprünglich und hat sich nachher poetischer Literatur gewidmet. Sie hat im Zweiten Weltkrieg, während sie gelebt hat, in England etwas erlebt. Und sie hat gesagt, in dieser Zeit habe ich erkannt, dass das biblische Modell von der Arbeit im Krieg praktisch ein Mensch aufdoktriniert worden ist. Ich habe Folgendes gesehen. Vor dem Krieg und nach dem Krieg habe ich nie mehr Leute gesehen, die mit so viel Glück und Elan an ihrer Arbeit waren. Warum? Weißt du wieso? Weil während dem Krieg hat niemand für seinen Status gearbeitet, niemand für das Geld gearbeitet. Der Lohn war jämmerlich auf allen Ebenen. Und niemand hat dafür gearbeitet, um aus der Arbeit seine Selbstverwirklichung herauszunehmen. Man hat gearbeitet miteinander an einer Sache, damit wir leben können. Damit wir überleben können. Und damit wir gewusst haben, das dient unserem Nächsten, das dient meinem Nächsten, das dient meinem Land und meinem Volk. Und wir können es vielleicht so sagen, das ist eine zweite Definition von der Arbeit. Arbeit ist der Ausdruck von kreativer Energie im Dienst an anderen. Und ich würde da bei der Dorothy Sayers noch einen oben drauf tun und sagen, zur Verherrlichung von Gott. Aber schau, wir denken so anders. Und warum ist das so? Weil wir ein Problem haben. Der Bericht, den wir gelesen haben heute, war vor einem kritischen Ereignis in der Bibel und das war vor dem Sündenfall. Ich will nicht groß darauf eingehen, machen wir den nächsten Sonntag.
Aber es heißt schon in unserem Kapitel, er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Kenntnis des Guten und des Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Und wir lesen, dass Menschen Gott nicht gehorcht haben, sondern von dieser Frucht gegessen haben. Und jetzt sagen natürlich die Clever, ja, sie haben sie gegessen, sind aber nicht tot umgekehrt. Aber welcher Tod ist gemeint? Schaut, es gibt das Prinzip vom Tod, das wir auch kennen in der Physik und in der Chemie. Und das ist das zweite thermodynamische Gesetz, das ist das Gesetz von der Entropie. Alles, jeder Zustand tendiert in seinem Leben energieärmeren Zustand entgegen. Alles verliert Energie. Und schau, du merkst das an deinem eigenen Leben. Du bist zwar geboren und bis 20, da geht alles bergauf irgendwo, wirst stärker, grösser etc. Und nachher, ab 20, geht es bergab. Und du weißt ganz genau, wo du hingehst. Jeder von uns wird älter. Warum? Wir sind dem Gesetz unterworfen. Es geht alles dem Tod entgegen. Und noch, ja, schön, wenn du noch ein Fitnesssport machst, Salbeli einschmierst, Hormone nimmst, etc. Du kannst alles tun, was du willst. Du kannst vielleicht gewisse Sachen verbessern, rauszögern, aber dein Tod ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Oh, nein, okay. Und schaut, jetzt ist Folgendes passiert. Der Tod ist nicht nur in unser physisches Leben gekommen, der Tod ist in unser Inneres gekommen, in unseren Geist, in unsere Seele. Und wisst ihr, wo das passiert ist? In dem Moment, wo der Mensch seine Bündnisgemeinschaft mit Gott verloren hat. Und seither ist unser ganzes Leben, unser Denken, unsere Werte, unser Ziel durchdrungen von dem ewigen Tod. Und wir ernten darum oft auch Disteln und Dornen in unserem Leben. Und seither, weil das tödliche Denken ins Leben der Menschen hineingekommen ist, leben die Menschen heute oft in zwei Extremen. Die einen sehen ihre Arbeit als einen Weg zu Status, Identität, zu Reichtum, zu Anerkennung in der Gesellschaft. Und sie sehen nicht, dass die Arbeit in sich eben ihren Wert hat. Dass die Arbeit in sich kostbar ist und wertvoll ist. Und da ist, hey, damit unsere Energie reinfließen zum Wohl, zum Dienst von anderen. Und dann haben wir das andere Extrem, das sind die ihre Arbeit idealisieren. Die Ersten, die vielleicht durch ihre Arbeit Status und die Sachen in erster Linie suchen, ist vielleicht die ältere Generation. Ich glaube, die Jüngeren hängen mehr zum Zweiten und das ist die Idealisierung der Arbeit. Wir suchen unser Glück im Beruf, unsere Erfüllung, unsere Selbstfindung. Ja, wir wollen auch dienen, wir wollen auch der Gesellschaft dienen. Aber wir wollen auch, dass wir unsere Gaben können maximal entfalten können, dass wir in einem Team sind, wo jeder an uns glaubt, wo uns der Chef maximal fördert und ideale Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Manchmal frage ich mich, suchst du Arbeit oder suchst du das Paradies? Und die Menschen haben nicht verstanden, dass unsere Arbeit überall eben auch gezeichnet ist von dem Sündenfall. Dass eine Realität in unsere Arbeit reinkommt, wo es nicht immer Freude macht, zu arbeiten. Dass eine Realität reinkommt, wo manchmal die Arbeit auch konfliktbeladen ist. Und jeder, der mit Menschen arbeitet, weiss, hey, es sind nicht alle Gott um mich herum und perfekt und so, sondern da gibt es zum Teil ganz, ganz schwierige Leute und etwa die siehst du einen am Morgen im Spiegel. Wir haben einen Konflikt. Unsere Arbeit ist auch gezeichnet von dem Sündenfall. Aber wir wollen jetzt nicht nur im Problem bleiben, sondern wir wollen zur Lösung kommen. Und das ist eine Lösung, die unser ganzes Leben durchdringt, weil Gott hat eine Antwort auf unser Dilemma. Und Gottes Antwort auf unser Dilemma bei der Arbeit heisst Ruhe. Ist schon interessant, wenn du den Schöpfungsbericht anschaust, heisst es immer, es wurde Morgen und es wurde Abend, der erste Tag. Morgen, Abend, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag. Am 7. Tag lesest du nichts von Morgen und Abend. Das heisst einfach, Gott ruhte von seiner Arbeit. Weißt du, was Gott uns dort zeigt? Gott hat eine ewige
Ruhe. Angefangen in seinem eigenen Leben. Und es ist eine ewige Ruhe, die es gibt. Obwohl Gott nach wie vor aktiv ist. Wie ist das möglich? Ich weiss etwas, es ist eine göttliche Ruhe, es ist etwas, wo nur Gott hat. Und jetzt kommt der coole Schrift. Und das ist der, Gott will diese Ruhe mit dir und mit mir teilen. Im Hebräerbrief heißt Kapitel 4 sagt, es bleibt dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche die Menschen finden können. Die aber, die früher diese Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott nicht gehorchten. In anderen Worten, wenn wir auf Gott hören und Gott ernst nehmen, können wir die Ruhe finden. Kannst du die Ruhe finden in deinem Leben? Schaut, etwas passiert, wenn wir zurückfinden in die tiefe Beziehung zu Gott, in die persönliche Beziehung zu Gott, dann ändern sich ein paar Sachen radikal in unserem Leben. Erstens, du schaffst nicht mehr, um dir einen Namen zu machen, weil du schon einen Namen hast. Du schaffst nicht mehr, um dir Anerkennung zu verschaffen bei anderen, weil du anerkannt bist. Du schaffst nicht mehr, um anderen zu zeigen, dass du besser bist als andere, weil du weißt, Gott hat dich durch Jesus schon gut gemacht. Du schaffst nicht, um dir eine irdische Sicherheit zu verschaffen, weil du sicher bist in Gott. Inklusive dein Portemonnaie. Das muss der Schweizer mal hören. Deutsch und deutlich. Aber weißt du was, du kommst nur dort an, wenn du eine tiefe Beziehung zu Gott findest und wenn deine Identität in Gott gegründet wird und deine Identität aufhört zu kommen durch äußere Sachen, die du tust und die du leistest und die du machst. Verstehen Sie jetzt, wo wir sagen, das Denken von Gottes Wort ist radikal anders als das Denken von dieser Gesellschaft. Schau, wir können nur in die göttliche Ruhe kommen, wenn wir bereit sind, der Paradigmenshift, die Ausrichtung von unseren Werten, Wünschen und Zielen in unserem Leben radikal zu ändern und auf Gott zu fokussieren. Aber weißt du, was das denn heisst? Jesus hat dann gesagt, kommet her zu mir alle, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Hey, warum ist das möglich? Es ist darum möglich, weil Jesus dies und mein falsches Denken, weil Jesus deine und meine Loslösung von Gott, die Schuld davon getragen hat, die sind tot am Kreuz. Er hat Unruhe, er hat den Stress, er hat das Ausgelaugtsein von deinem Leben getragen, auf sich genommen, um dir etwas zu schenken. Und das ist Gottes Ruhe. Er hat Befreiung gebracht. Und weißt du, wenn wir zu Jesus kommen und die Beziehung mit Gott nicht nur anfangen, sondern die Beziehung mit Gott anfangen zu leben, dann geschieht etwas. Gott wird uns verändern in unserem ganzen Denken, in unserem Wertesystem, in unserem Ziel. Darum hat Jesus dann gesagt, hey, ich will euch Ruhe schenken. Und ein bisschen weiter in diesen Versen sagt er dann, kommt und lernt von mir. Lernt von mir. Und das ist die Einladung heute Morgen in dem Gottesdienst. Es ist Gottes Einladung an eine gestresste Gesellschaft, an eine Gesellschaft, die unter Druck ist. An eine Gesellschaft, die vielleicht nie gehört hat, wie Gott Arbeit eigentlich gedacht hat. Es ist ein Wort von der Befreiung, es ist ein Wort von der Erneuerung und es ist ein Wort von der Ruhe, das Gott heute Morgen für dein Leben hat. Und glaub mir, es ist keine Utopie, weil es etwas Göttliches ist. Es ist nicht... Und wenn du dort rein willst kommen in deinem Leben, dass du dein Leben aus dieser Ruhe kannst leben, ich kann dir sagen, dann wirst du den Eindruck haben, vielleicht sogar als Christ, wenn du schon jahrelang Christ bist, jetzt fängt mein Leben mit Gott erst richtig an.
Jetzt habe ich, glaube ich, angefangen zu verstehen, was das heisst und warum die Beziehung zu Gott so essentiell ist, warum sie mich muss durchdringen, warum sie mich muss erneuern, warum sie mein Denken muss umprägen und meine Ziele muss umprägen. Wow. Es bringt Freiheit. Es bringt dir eine totale neue Art, wie du an deine Arbeit wirst gehen. Wirst du aufhören zu arbeiten wegen dieser Predigt? Nein. Arbeit ist eine gute Sache. Haben wir gesehen. Aber warum du schaffst, ist 100% anders. Du wirst schaffen aus einer inneren Ruhe. Du wirst nicht mehr müssen kämpfen um dich selber. Du weißt, Gott kämpft für mich. Und hey, come on. Wenn Gott für dich kämpft, dann müssen die aufpassen, die sich mit dir anlegen. Was für eine Ruhe. Wenn wir zu Jesus kommen heute Morgen, wenn wir den Bibelvers heute Morgen vielleicht auch ganz neu Rechnung tragen und schauen, hey, keine Stadt in dieser Schweiz ist schneller und gestresster als Zürich. Keine. Und ich wünsche mir, dass unsere Kirche heute Morgen kann sagen, weisst du was, wir heben dem entgegen, wir bauen auf Gott, wir bauen auf Gottes Wort. Und wir wollen wirklich auch bekennen als Kirche, hey, dort, wo wir mehr durchdrungen sind vom Denken von Zürich, wollen wir sagen, Herr, vergib uns und lass uns durchdrungen sein vom Denken von Gott. Amen. Wenn wir aufstehen, wenn wir noch ins Gebet gehen miteinander. Hey, und wir sind eine Pfingstgemeinde. Und Pfingstgemeinden leben auch von dem, dass es so etwas gibt. Sie nennen das Aufruf. Das heisst, wo Menschen ihren Platz verlassen, vorkommen, wir sagen jemand, ja, zum Altar, einfach als ein Zeichen, hey, ich will Gott ernst nehmen, ich will meinem eigenen Leben sagen, hey, ich will das tun, ich will das umsetzen. Und ich will wirklich zu Jesus kommen, ich will mich erneuern lassen bei ihm. Und wenn du den Wunsch hast heute Morgen, möchte ich dich einladen, während dem nächsten Lied, auf der Empore, wir haben noch Zeit heute Morgen, dass du kommst und durch dein Kommen heute Morgen da vorne sagst, ich will mein Denken erneuern lassen. Ich will reinkommen in die Ruhe von Gott. Ich will nicht mehr ohne die göttliche Dimension leben. Ich will, dass es mein Leben durchdringt, dass es mein Leben prägt. Darum, Jesus, komme ich zu dir. Und ich glaube, dass in diesem Moment etwas von Gott her geschieht. Dass etwas, was nur Gott kann tun kann, in deinem Leben und in deiner Seele kann geschehen, das dich in eine Ruhe wird führen, die du vorher nicht hast gehabt.